Hallo, ihr lieben Bastellütlis da draussen. Schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Vor kurzem haben wir da die lustigen Bellyband-Täschchen oder Reinsteckteilchens gemacht. In unserem Journal innen. Und dann haben wir gesagt, jetzt fehlt doch hier ein Buchzeichen, das man reinstecken könnte. Und genau so eins habe ich hier vorbereitet. Ich habe mir noch etwas Herziges ausgedacht. Das passt doch gerade wunderbar hier rein. Es ist aus ein bisschen Buchseiten, ein bisschen Washi-Tape, ein bisschen hübsches Papier und ein Kleberli und ein bisschen Wolle oder was auch immer man dann für ein Bändchen hat. Und ich finde das extrem herzig und ich möchte euch doch nicht vorenthalten, wie ich das gemacht habe. Das ist wirklich einfach ganz super duper einfach. Ich nehme nämlich einfach nur Buchseite und falte die einmal auf die Seite und einmal auf die Seite. Selbstverständlich kann ich da komplett selber entscheiden, wie groß ich es haben will. Ich habe da zum Beispiel eins mit noch so Gedicht drauf. Und ich kann zwar nicht alles drauf behalten, aber ich mache doch hier mal ein bisschen breiteres. Irgendwie so. Mal schauen, wie es vorne aussieht. Ja, genau so. Das gibt ein breites. Und da haben wir zum Beispiel ein ziemlich langes, ein höchstes Papier. Oh, einmal so. Oh, was ist das? Aha. Das kann man schon ein bisschen abschneiden dort noch. Einmal so und einmal so. So, genau. Jawohl. Jetzt haben wir doch hier 3 komplett verschiedene und doch wunderbare Streifen. Ich habe das jetzt in der Mitte nicht zusammengeleimt. Wirklich nur, ich glaube nur unten sogar. Und oben auch nicht. Das sieht man vielleicht ein bisschen, dass es da einen Spalt hat. Wenn einem das nicht gefällt, kann man es ja dort auch noch zusammenleimen. Aber da habe ich es tatsächlich nicht zusammengeleimt. Das gibt dem dann so ein bisschen, so, es ist so ein bisschen wie, es hat ein bisschen Luft drin und ich weiß nicht, wie man dem sagt, es ist so ein bisschen wie aufblasen oder so. Das finde ich noch echt schön. Wenn einem das nicht gefällt, kann man es selbstverständlich ganz zusammenleimen oder man tut noch irgendwie das auf ein Karton drauf oder was weiß ich. Ich habe jetzt hier genau so ein bisschen verschiedenes Papier. Schnell schauen, das ist der richtige Weg durch oben abschneiden. Wie ist das? Ist das der Weg? Das ist glaube so. So. Ich will eigentlich so, ich will eigentlich so und ich will eigentlich noch von dem da, was so ein bisschen brünlich ist. Da kommt es nicht so drauf an. So. Selbstverständlich kann man sich das auch ganz genauestens ausmessen, wie breit das man es haben will. Und so weiter und so fort. Mir ist das mal so wurscht. Ich will es einfach genau so breit haben. Salig. So. Und dann können wir schauen jetzt, was wo würde passen. So. Da würde mir jetzt etwas Helleres noch ein bisschen besser passen. So, oder so. Oh ja, ich glaube, das sieht jetzt bei dem am schönsten aus. Und da, der ist schon ein bisschen bleich, da ist schon ein bisschen Farbe drauf. He? Oh ja. Ja, ich glaube, wir machen es gerade genau so. Jetzt bei dem hier habe ich jetzt das nicht geginkt. Ich glaube, da tue ich es ein bisschen
Ich nehme jetzt hier auch gerade das da. Weatherwood. Oxide. Ich tue nur ganz fein das Rändchen. Ja, da muss man gar nicht eigentlich, weil es wird nachher verdeckt. Sehr wahrscheinlich. Da nehme ich jetzt auch gerade das. Ich finde, das passt gerade super. Ganz ein bisschen nur. Nur ein feines Rändchen. Weil ich finde, das hat sich jetzt bei dem auch noch gerade gut gemacht. Muss aber nicht. Es ist komplett jedem selber überlassen. So. Gut, jetzt Leimstift wäre natürlich noch recht praktisch. Ja, jetzt habe ich gerade keinen. Also nehme ich jetzt halt hier einfach irgendeinen Bastelkleber. Einen ganz normalen, den ich hier in mein kleines Tübchen abgefüllt habe. So, jetzt eben wie gesagt einfach oben und unten. Nehme ich das zusammen und dann kommt einfach das Streifchen da drauf. Das wäre jetzt noch schön, wenn das der richtige Weg oben wäre. Mehr oder weniger in der Mitte platziert. Aha. Will es jetzt kleben oder will es nicht? Habe ich da nicht gut geblieben? Oh, gehst los? Aha. Aha, ich wollte sagen. Also dann lieben wir es halt hier auch noch zusammen. So. Aber das hat irgendwie nicht gut gehabt. So. Gut, jetzt haben es theoretisch. Sonst tun wir es doch einfach zum Andrücken, ein bisschen unter die Unterlage stecken und hoffen, dass ich es nachher wieder finde. Gut, hier auch. So. Aha, ja, ich tue immer so, als hätte ich hier auch Leim drauf. Da tue ich halt hier Leim drauf. So. Ich habe ja vorher nur da. Aber ist egal. So, jetzt ist gut. Jetzt ist doch gut. So, mein kleines Hündchen ist da unten wieder voll am Schnarchen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Es tönt auch immer. So. Ja, ich glaube, dann machen wir so. Oder dort ein kleines breiteres Washi-Tape drüber. Prima. Und jetzt noch da. So, da tue ich jetzt auch ein bisschen dran, weil es dort so verzuselt ist. Und dann machen wir auch jetzt hier ausnahmsweise auch noch. So, eines. Das da gut ankleben. Prima.
Und dann das Röseli noch. So. Der richtige Weg rum und mehr oder weniger in die Mitte. Lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. So. Oh ja, das ist aber hübsch. So, ich muss wieder unten vorgrübeln, sonst vergesse ich es dann wirklich am Schluss noch. So, und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen Washi-Tape auslesen. Hier habe ich so ein schönes breites. Oh, das wird wirklich da wunderbar. Ich muss schauen, dass es hier passt. Vorne ist ja noch nichts drauf. Hier hat man eins mit so Sommervögeln. Das würde auch noch hier gut. Nein. Hier haben wir eins mit so Gras, aber das kann man auch nicht so gut, oder? Oben ist das ein bisschen blöd. Da. Oh, das wäre aber jetzt noch schön. Das würde, glaube ich, hier noch gut passen. So. Und haben wir noch etwas. Da ist noch ein bisschen wühlen. Also da wäre ganz schmales, aber das passt jetzt also auch nicht so gut. Da wäre noch ein Sommervögel. Passt auch nicht? Also so von der Farbe her finde ich jetzt. Passt nicht so besonders. Das wäre auch wieder ein schmales. Ja, komm, dann nehmen wir doch das. Das ist doch noch hübsch. Oder lieber das, das gleiche wie wir hier genommen haben. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. So. Fertig, Schluss jetzt. Gut, also, ich möchte einmal ganz rundum. Und ich möchte gerne hier gerade ganz an der Kante bleiben. So. Und so, wunderbar. Oh, da sind wir schon ein bisschen zu weit. Zack. So. Oh, hübsch. Oh, sehr schön. Ja. Und hier auch. So, und was unten dort vorsteht, das können wir dann am Schluss einfach abschneiden. Ui, das ist jetzt ganz knapp. Ganz, ganz knapp sind wir hier dran. Und müssen wir ein bisschen rum. So, doch, hat gerade gelangt. Knäberlig. Also, und was vorig ist, schneiden wir ab. So. Voilà. Oh, hübsch. Sehr hübsch, sehr hübsch. Und jetzt, was haben wir auch gesagt? Da haben wir das breite Welle. Das mit den hübschen Rosen. Oh. Ich muss jetzt vielleicht nicht verreissen. So. Da, wo mache ich das jetzt gerade ganz?
ganz rauf. So, komm. Jetzt wollen wir schauen, wie gerade wir sind. Oh. Mhm. So. Da hat es irgendwie ein Gefotz. Ein Gefötzel. Das können wir ja gerade ein bisschen noch abschneiden, sonst ist das dann nicht so hübsch. So, leg. So, doch. Da sind wir jetzt zwar ein bisschen durch. Aber ich finde, das macht nichts. Und da passt das auch gerade wunderprächtig. So. So, und hier auch das Rändchen. Noch geschwind ein bisschen abschneiden. So. Oh. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und was haben wir jetzt hier gesagt? Da haben wir das dünne, das ganz feine. Hallo. Knügel, Knügel, Knügel. Da ganz am Rand. Und da schauen, dass wir gerade sind. Keine Ahnung, ob wir das sind. Wir werden es sehen, wenn wir rundherum sind. Nicht wirklich. Oh, oh, oh. Ja. Jetzt muss ich aufpassen. So. Mama, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das schneiden wir ab. Aber vielleicht gerade abschneiden. He? Aha. Oh, das ist ganz fein. He? Das ist ganz fein, aber das passt gut, finde ich. Gut zum Papier, gut zum Blümchen-Zeug. So, da wieder schön gerade. Da wieder schön gerade. Wie ist gerade? Und da. So. Ja, da haben wir jetzt natürlich. Unten schneiden wir jetzt das Ganze ab, wo wir zugeleimt haben. Bravo! Nehmen wir es halt nachher noch einmal. Das macht nichts. Dann lieben wir es halt noch einmal. Da. Jetzt da wieder auf. So. Zack, zack, zack. So, mal schauen, was wir da bekommen haben. Richtig schön. So sind die rausgekommen. Und jetzt fehlt uns noch auf dieser Seite irgendetwas Hübsches. So, wie hier. Das kann ein Stempel sein, das kann ein Blümchen sein. Da zum Beispiel, oh, das ist ein bisschen zu gross. Oh,
das da aber. Das hat auch noch so ein bisschen Orange drin. Das ist auch ein bisschen zu gross, aber das können wir schon noch abschneiden. So, da will noch irgendwas. Die sind recht schmal. Ich kann etwas Schmäleres ausdenken. Da. Oh, oh, ganz fein. Und da müssten wir auch etwas Feines haben. Was haben wir da? Die Rose. Das ist nicht so fein, die Rose da. Aber oder wir können natürlich auch einfach nur ein Gestrüpp nehmen. Also ein Gestrüpp. Oder da, oh, schau mal mit der Beere. Oh, das würde mir jetzt aber gerade wahnsinnig gut gefallen. So, ja, haben wir es. Oder fällt mir auf dem Gelben etwas Besseres ein, etwas Feines? Da ganz fein. Ganz fein. Nein, nein. Das ist ganz üppig. Nein, komm, fertig, Schluss jetzt. Da könnt ihr wieder stundenlang. So, und das mache ich jetzt hier mal ausnahmsweise wieder einmal mit der Pinzette, damit ich nicht die ganzen Stempel vertöple, aber die ganzen Kleber vertöple. Aber hey, ja, es ist jetzt einigermaßen gegangen mit dem Abnehmen. Aber habt ihr einen Trick? Hey, wenn ihr einen Trick habt, wie man das gut abnehmen kann. Jetzt kommt zu der Pinzette, gell? Ohne dass man jedes Mal so das Knübel muss ablassen muss. Ich weiß ja nicht. Knübel jetzt. So, aber oder, jetzt habe ich es ja verkehrt an der Pinzette. Jetzt muss ich es gleich einmal antöpfeln. Gut, also. Und so. So, kann ich das auch umlitzen? Ah ja, das geht gut. Das steht nicht ab. So, es ist jetzt ein bisschen zu weit oben. Macht nichts. Und wenn ich es aber oben abnehme, ist mir auch schon einmal verrissen tatsächlich. Komm. Nein, aber jetzt geht es. Ich muss es gleich noch einmal. Ich kann es nicht. So. Oh, schau wie hübsch. Schau wie hübsch. Jui. So, hey, sie freut mich mega. Oh, mega Freude an denen. Jetzt brauchen wir noch ein Loch. Da mache ich es jetzt, glaube ich, gerade unten her. Kann ich die Mitte abschätzen. Ich sage jetzt einfach mal ja. Kann ich es? Wir werden es dann sehen. Wir werden es sehen, ob es gut aussieht oder nicht. Mitte. Ist das Mitte? Ist nicht? Wahrscheinlich so ungefähr. So. Inken. Inken. Aber Inken habe ich es doch noch wollen. Und zwar den da mache ich doch mit rosa. Der wird gerade sehr hübsch, leuchtig, schnusselig. So, über das Washi-Tape geht es nicht so gut, aber wenigstens so die obere und die untere Kante. So, und auf dieser Seite noch ein bisschen.
Voilà. Das ist ganz, ganz fein. Und da könnte man sogar mit einem ziemlich dunklen Rot oder etwas. Das ist Aged Mahagoni. Upsi. So, und wie sieht es da hinten aus? Auch gut. Da noch ein bisschen drüber. Voilà. Prima. Und hier. Da werden wir auch bei dem grün-grau bleiben. Nur ganz fein, wollte ich sagen. Ja, jetzt ist es halt ein bisschen weniger fein. Aber es passt super zu dem Blümchen, finde ich jetzt gerade. Das ist jetzt ein kleines Geschmier geworden da. Und auf dieser Seite passt es auch gut. Zum einen, weil die Rosen gerade die schönen Blättchen haben in der ähnlichen Farbe. Genau mit so einem grau-grün. Und zum anderen, weil wir ja hier auch mit der gleichen Farbe durchgefräst sind am Anfang. So. Voilà. Jetzt brauchen die nur noch Bändchen. Ja, jetzt muss ich hier gerade mal schauen, was wir hier für Bändchen haben. Ich habe hier einen ganzen Haufen Garn, den ich wunderschön zusammengerollt in meinem Säckchen habe. Also zu dem würde irgendein helles Rosa passen, hätte ich jetzt gesagt. Zusammen mit ein bisschen Grün. Zu dem würde irgendwas, ja gelb wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber irgendetwas, oh da ist irgendein Fädeli. Oh, das würde gut passen. Zum Glück habe ich das so gut aufgeräumt. Auch zusammen mit Grün, würde ich sagen. Ui, da habe ich sogar noch einen ganzen roten, der so glänzt. Nein, das passt nicht. Tschüss. Mal wieder abfahren. Und da würde ich sagen, auch grün und rosa. Oder das ist irgendwie, ich weiß nicht mal, was das für eine Farbe ist. Ein super mega hellgrün, Glitzer, Glänz, Gold, irgendwas. Ja, ich glaube irgend so. Irgendetwas in dieser Art. Nehmen wir den. Jetzt machen wir da zuerst mal Gold. Gold, so ein Quatsch. Grün und rosa für das erste. Sorry, müsst entschuldigen, mein Obermega Knosch im Fadenkörbchen. Kann man dem tatsächlich so sagen. So. Und da habe ich drei genau habe ich genommen. Und dann noch zusammengefaltet, also ein bisschen mehr. So. Das sollte die ungefähre Länge sein, die wir brauchen. Ziemlich etwa ganz genau. Voilà. So ist gut. Ja. Reinstopfen. Aha, jetzt brauchst du vorne und hinten. Mal schnell schauen. Reinstopfen.
Und einmal durchziehen. Voilà. So, und weil das manchmal ein kleines Lödeli-Zeug ist, tue ich jetzt da drunter einfach noch ein Tröpfchen Leim. Manchmal tut sich das gerade in dem Garn, wo so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen glatt ist, löst sich das amigs wieder. So. Und dann den da. Den da. Finden wir noch einen Anfang. Jetzt haben wir hier rosa. Man könnte natürlich auch rot und rosa. Oder Gold. Gold wäre natürlich auch mega schön. Weil es hier in dem Washi-Tape so ein bisschen Gold hat. Ich weiß nicht, ob es gut sieht. Aber ja. Oder auch von dem Grün. Dann kommen wir doch rot und rosa. Das finde ich jetzt also gerade noch so nett. So lange wette ich es. Also müssen wir es so lange machen. Was ist jetzt das für ein Knopf da? So, und dann mehr rot als rosa, also so. Zack, zack und nochmal zack. Reinstopfen. Durchziehen. Juhu! Ja, also ich muss sagen, auf dieser Seite hat jetzt irgendwie ein Gold oder ein Orange oder ein Grün ein bisschen besser gepasst. Aber ja, auf dieser Seite finde ich es noch gerade recht schön. Oh, weißt du was? Vielleicht sollten wir noch oben abschneiden. He? Hier auch noch. So. Mhm. Das wäre ein Japanmesser gewesen, das abgestürzt ist. So, und jetzt hier. Komm, wir nehmen das. Das ist doch schön. Wenn schon eins noch irgendwie mehr oder weniger ganz ist. Ich weiss, es gibt irgendwie einen Trick. Bei einem konnte ich einfach so ziehen, dann ist da rausgekommen. Ganz easy. Ah, aber da verheddert man schon wieder alles. Ja gut, also. Jetzt ist es so, wie es ist. So. Und so. Und was noch dazu? Rosa. Ja komm, rosa. Rosa ist immer gut. Rosa vom Knopf befreien. Ja, ja. Irgendwann tue ich das auch schön aufräumen. Und das nächste Mal, wenn ich wieder etwas suche auf die Schnelle, dann wird wieder alles komplett verzuselt und dann sieht es wieder genau gleich aus. Ich weiss doch, wie es ist. So. Hm. Oh, oh. Oh, das finde ich jetzt gerade wunderschön mit dem Glitzerigen. Sieht man das gut? Hey, das ist mega herzig. So, den habe ich jetzt so mal abgemacht. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Also so, dass auf dieser Seite vorne ist. Weißt du, wie ich meine? So, das schnell ein bisschen andrücken. So, und dann wir das ganz vorsichtig und schön wieder da rein versorgen. Oh,
Was hat es da noch für Fäden? Die sind irgendwo, überall. Halt, 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 geh da rein. So, tschüss. Voilà. Hey, jetzt müssen wir noch wissen, welche das da von denen am schönsten in unserem Junk Journal innen wären. Und zwar haben wir doch hier etwas gebastelt. Das mit den Eulen. Was würde da gut aussehen, das da? Komm, Buskus, geh da rein. Das wäre doch noch recht herzig. Das passt auch sehr gut da mit dem Rosa überall. Oder auch, oh, das ist fast ein bisschen breit. Würde auch noch gerade knapp reingehen. Aber ich glaube, das ist gerade gut. Jetzt schauen wir noch, wo wir das andere haben. Das ist nämlich hier. Und da würde noch das passen. Es geht jetzt noch so. Das ist also nicht gerade übermäßig. Oder so. Oh, aber so. So wäre noch schön. So. Das ist, glaube ich, zu breit. Nein, das kommt so jetzt auch noch gehen. Aber ist ein bisschen zu hoch für das Journal. Es kommt dann ein anderes drin. Und das ist sowieso noch der Prototyp. Also kommt, dann haben wir uns doch gerade entschieden. Juhu, ey! Ich freue mich mega. Ich finde, die sind extrem herzig rausgekommen. Komm, wir schauen sie uns noch einmal so an. So, so und so. Voilà! Hey, haben wir heute etwas Schönes geschaffen. Ich habe mega Freude. Und solche werde ich sicher weiterhin auch machen für meine Journals, weil die sind so einfach und so schnell und sie sehen so super aus. Vielleicht hat es euch auch gefallen, dann könnt ihr mir ja ein Däumchen aufgeben, wenn ihr wollt. Ihr dürft auch gerne abonnieren. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr das Glöckchen anschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!